Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da und wir hatten einen absolut sensationellen Urlaub. Wir sind alle buntgebrannt und voller Tatendrang. Und ich hoffe, ihr habt uns nicht vergessen, denn das Köln-Ding der Woche kommt jetzt wieder alle 14 Tage. Ab dem 31.07. sind wir wieder am Start. Uli, was ist denn alles so passiert in Ding im Urlaub und so generell im Sommer? Was meinst du? Ach, das hätte so Freude gemacht. Ich war am Baggersee, ich bin mit dem Möb unterwegs gewesen. Leider hat's nicht für viel weiter gereicht. Ganz anders hingegen unser talentfreier, aber vollkommen überbezahlter Tontechniker. Wenn ihr den sehen könnt, vielleicht posten wir mal ein Bild von dem. Dagegen ist Roberto Geis ist blass gegen ihn. Der ist nämlich so braun gebrannt und der sitzt auch nur mit einer Badehose bekleidet hier. Natürlich. Unser vollkommen überbezahlter Tontechniker Yannick. Hallo zusammen. Yannick, wo warst du denn im Urlaub? Ich war in Portugal bei Lissabon im Urlaub. Oh, was hast du da gemacht? Ich wollte surfen gehen, aber war dann doch eher am Strand einfach nur. Ja, das ist ja auch schön, ne, am Strand. Was ist denn noch so alles passiert in diesem Sommer? Ich sag mal, ich fange mal mit dem Schlimmsten und Wichtigsten und also nicht für alle, aber die WM, die war jetzt für uns, ich sag mal, suboptimal ist die. Sagen wir mal, die ganze WM war suboptimal. Bis, gut, die WM ist noch nicht zu Ende, während wir das gerade aufnehmen hier. Wir stehen vor den Viertelfinals. Aber ehrlicherweise so ein paar Dinge bei der WM, die sind uns auch schon übel aufgestoßen. Ja, also ich sag mal, die FIFA hat ihrem Namen keine Ehre gemacht, ne? Aber ich sag mal, es war jetzt kaum zu erwarten, dass es noch schlimmer ging, wie als wenn nicht dann die zwei Puppeköpfe sind, Infantino und Trump, mit dem verkackten Nobelpreis für Frieden der FIFA und der roten Karte, wo der Trump noch nicht mal wusste, was so eine rote Karte überhaupt bedeutet. Da könnte ich mal leichtes Kotzen kriegen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja, aber die Belgier, ich sag mal, die haben sich gerecht. Richtig so, ein wunderbares 4-1. Und ich sag mal, den Friedenspreis nächstes Jahr bekommt die Abwehr der USA, weil die sind zum Teil da rumgelaufen wie absolutes Falschgeld. Apropos USA. Die USA hatte 250. Jahrestag. Oder wie mir Kölsche sage, macht nicht so Gedöns für die paar Jahre. Ja, weil Kölle ist nämlich wie viel mal mehr alt als Amerika? Pi mal Daumen 4-mal. Nee, Pi mal Daumen 8-mal. Oh, 8-mal, wir sind ja 2000. Ja. Was ist noch passiert? Keine Überraschung, aber die Domhotel-Eröffnung verschiebt sich. Hallo Herr Weipert, falls Sie das hören, wir haben uns nicht lustig drüber gemacht. Nein, um Gottes Willen. Der FC darf jetzt doch irgendwie ein paar Plätze zusätzlich auf eigene Kosten renovieren oder auch nicht. Das haben sie zumindest mal durchgekriegt. Wir hatten den CSD mit über 1,5 Millionen Besuchern. Bei bestem Wetter. Ja, sensationell. Und was natürlich den Uli als Mega-Swiftie-Fan besonders gefreut hat, das war die Hochzeit von Taylor Swift. Genau, die hat nämlich geheiratet, aber nicht in Köln. Das finden wir einen Skandal. Liebe Taylor, falls du das hörst, ne? Die goldene Hochzeit feierst du gefälligst in Köln, wie sich das hier hört, wo man feiern kann. Ja, die hat ja ganz zurückhaltend im Madison Square Garden geheiratet. Das ist ja gut, quasi. Wir machen ja auch irgendwann mal was in der Köln Arena, also können wir auch. Ach ja, noch eins, der Dom kostet jetzt Eintritt. 12 Euro. Was stramm ist für nicht ermäßigt. Ich glaube, ermäßigt dann für Kinder. Irgendwie ist es umsonst bis zu einem gewissen Alter. Und wer könnte noch umsonst? Der Uli. Richtig. Und warum? Weil ich seit Jahr und Tag Mitglied im ZDV, im Zentralen Dombauverein bin. Ja, aber um die 12 Euro kommen wir im Moment nicht mehr rum. Da hilft auch kein Beten mehr. Wobei, das ist zumindest noch umsonst. Aber nur bei der Schmuckmadonna im Seitenteil, nicht wenn du schön in den eigentlichen Teil, den Hauptschiff vom Dom rein willst. Da fluppt das nämlich nicht. Ja. So, apropos Dom und leere Kassen. Wir haben heute einen kleinen Tipp in unserer neuen Folge für unseren OB Burmeister. Wie wir die Kölschen Stadtkonten wieder auffüllen könnten, können, würden, sollten. Also unser Vorschlag oder mein Vorschlag, der Uli schließt sich an. Wir stellen mitten in der Stadt einen riesigen Geißbock aus Holz auf.
In diesen Geißbock darf dann jeder, der möchte, einen Nagel reinhauen, so mit Hammer und so. Ne? Aber natürlich nur gegen eine Spende von, sagen wir mal, beginnend vielleicht bei 5 Euro bis so viel man möchte. Wir machen auch dann goldene Nägel und silberne Nägel, die kosten ein bisschen mehr. Genau. Ne? So. Für die Leute, die sich das leisten können. Und das ganze Geld, was da zusammenkommt, das spenden wir dann für karitative Zwecke. Bombenidee. Jetzt denkt ihr bestimmt, ihr seid ja total bekloppt. Aber Uli, das jauft schon ins. Genau das gab's, und zwar vor ziemlich genau 110 Jahren. Wobei es kein Geißbock war, sondern es war der Gölsche Boer. Aber das Prinzip war das gleiche. Es war eine riesenhafte Holzfigur, die stand vom Jürzenich. Und in diese Figur konnte man Nägel einschlagen und um Spenden zu sammeln. Und diese Spenden gingen dann zu kriegswichtigen Zwecken. Am Anfang ging es noch um Kriegswaisen und Kriegerwitwen. Wir sind ja 1915, wir sind mitten im Ersten Weltkrieg. Und später wurden damit auch so ein bisschen Kriegsmaterial gekauft, weil es gab dieses Ding nicht nur hier. Im Moment steht diese Figur im Stadtmuseum, allerdings so ein bisschen versteckt. Und zwar im Lager. Ja, weil das Ding ist so groß, man könnte auch sagen, das ist der Kölsche Hulk, ja, oder Kölsche Hulk. Die wissen im Moment nicht so ganz, wo sie hinstellen sollen. Aber vielleicht können wir da zum Schluss noch mal drauf kommen, was wir für einen Vorschlag hätten, wo er denn also da der Kamerad hinkommen ist sollte. 3,25 Meter groß, ich weiß nicht genau wie schwer. Und das Stadtmuseum ist ja gerade im ehemaligen Modehaus Sauer. Und dieses Modehaus Sauer war ja nie als Museum konzipiert. Und deswegen passt der Kamerad da schlichtweg nicht rein. Und der Stefan Levejohann, lieber Stefan, falls du das hörst, schöner Gruß, der ist Kurator da, der sagt, gut, man würde natürlich auch einen Museumsneubau nicht so planen, aber das hilft ja nichts. Jetzt sind wir in dem Museum drin und der Bur passt da schlichtweg nicht drin. Aber gehen wir nochmal ganz zurück. 1915 begann die ganze Nummer. Es wurde vor dem Gürzenich diese Figur aufgestellt. Ja, diese 3,25 Meter aus Lindenholz geschnitzte Figur, dem wurde ein eigener Pavillon aufgestellt. Und die Statue gehörte zu den damals im Deutschen Reich recht beliebten sogenannten Nagelfiguren. Diese dienten der Spendensammlung für kriegsbezogene Hilfszwecke, wie der Uli eben schon mal erwähnt hat. Das Vorbild kam aus Wien übrigens, wo mit dem Wehrmann in Eisen eine ähnliche Figur errichtet worden war. Natürlich mussten die Kölschen was anderes haben. Ein Wehrmann hätte nicht nach Kölle gepasst. Und da hat man sich dafür entschieden, den Kölsche Bur zu nehmen. Der Kölsche Bur als Zeichen unserer Wehrhaftigkeit, unserer Stadt, wurde dann da aufgestellt. Aber gleiches Prinzip wie der Wehrmann in Eisen, war halt der Kölsche Bur in Isar, der Kölsche Bauer in Eisen. Und der wurde dann dahingestellt. Und das war ein Riesenerfolg. Ja. Das entwickelte sich zu einer der größten und bestflorierendsten Spendensammlungen seiner Zeit. Bereits nach einem Jahr waren über 700.000 Reichsmark gesammelt worden. 1919 waren es dann schon 1,5 Millionen Reichsmark und zum Schluss, beziehungsweise wenn man das jetzt mal umrechnet, sind das 14 Millionen Euro, was nur an unterschiedliche Nägelchen in den Buren gekloppt worden ist. Es war natürlich eine clevere Wahl, dass man in Köln nicht den Wehrmann in Isar aufgestellt hat, sondern den Kölsche Bur. Weil der Kölsche Bur, das ist das Symbol für die Wehrhaftigkeit unserer Stadt. Es gibt ja nicht umsonst im Dreigestirn den Kölschen Bur, der ja mitnichten ein Landwirt ist. Der hat mit Landwirt so viel zu tun wie unser vollkommen überbezahlter Tontechniker, nämlich ja nix. Der ist einfach nur dazu da, unsere Feinde zu vertreiben. Deswegen trägt der auch ein Kettenhemd, was bei der Landarbeit ein bisschen hinderlich wäre. Und den Dreschflegel, den der in der Hand hat, der ist nicht dazu gedacht, Korn zu dreschen, sondern damit schlägt er unsere Feinde zu Brei. Und auf älteren Bildern noch sieht man, dass der Kölsche Bur früher sogar noch ein Schwert getragen hatte. Also man kann sagen, das ist mal ein Kaliber für die Wehrhaftigkeit. Diese Spendenaktion entwickelte sich ganz, ganz schnell zu einem absoluten gesellschaftlichen Ereignis. Schon nach kurzer Zeit war die Figur nahezu vollständig mit Nägeln bedeckt. Lediglich Teile des Kopfes behielten noch ihre güldene Oberfläche.
Neben dem Einschlagen der Nägel existiert ein eigenes Geschäftslokal des Kölschen Bur. Dort wurden weitere Spenden gesammelt. Besonders wichtig war dabei die Aufforderung an die Bevölkerung, Goldschmuck und Goldmünzen gegen Papiergeld einzutauschen, um zusätzliche Finanzmittel für den Krieg bereitzustellen. Wenn das der Pistorius hört, Ja, ne? ja. Der ist direkt parat und stellt 20 Kölsche Bur hier ob dafür. Also diese Aktion wurde auch massiv öffentlich begleitet. Das heißt, Großspender wurden auf Ehrentafeln genannt. Ihre Namen wurden in eigens veröffentlichten Wochenzeitschriften abgedruckt. Der Besuch beim Kölschen Bur wurde als patriotische Pflicht dargestellt. Ich habe mal gehört von einem, der hat als Kind das noch gesehen und der hat erzählt, dass da ganze Schulklassen hingepilgert sind. Das war so ein Schulausflug und die sind dann dahin und haben die halt ein bisschen Taschengeld für ein paar Groschen, haben die auch in Nähere reingehauen. Das war mehr so das Symbol, auch die Pensen dafür. Aber Menschen, die sich einer Spende verweigerten, wurden teilweise öffentlich angegangen und als unpatriotisch und als Vaterlandsverräter dargestellt. Also man muss wissen, wir reden vom Jahr 1915. So, diese enorme Popularität der Figur spiegelt sich natürlich auch in Köln in der Musik wieder. Der bekannte Kölner Heimatdichter Willi Ostermann unterstützte die Aktion mit einem patriotischen Marschlied. 1915 schreibt er in dem Lied Der Kölsche Bur in Isar, ich übersetze doch gleich. Kölsche Bur, du lässt dich kamesöle, Kölsche Bur, wat lässe dich vernähle. Das ist recht, du Kölsche Bur, halt stand, et geht für dich, für et Vaterland. Et is nicht jede Menge jewe, mit Führen an der Front zu sinnen, doch jeder, der daheim gebliebe, jit wat er mit Freuden kann hin. Willst du übersetzen? Ja, ich übersetze gerne. Kölscher Bauer, du lässt dich verprügeln. Kölscher Bauer, was lässt du dich vernageln? Das ist recht, du Kölscher Bauer, halte stand. Es geht um dich und um das Vaterland. Es ist nicht jedem gegeben, mit vorne an der Front zu sein. Doch jeder, der daheim geblieben, gibt, was er kann, mit Freunde hin. Das muss man so ein bisschen relativieren jetzt mal. Ich meine, das hört sich ja wirklich mal richtig, stramm patriotisch an hier. Ist auch stramm patriotisch. Das war natürlich 1915. Und 1915 hat man vielleicht noch dran gedacht, dass man diesen Krieg gewinnen könnte. Die Deutschen sind in den Krieg gezogen mit Juha, Juhe, mit Marschkapelle und alles. Die Soldaten haben den Spruch mitgenommen: Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ. Also das waren wirklich üble Dinge. Und so muss man das ein bisschen einsortieren. Da war noch wirklich Hurra, Hurra. Das sah dann 2 Jahre später schon ganz anders aus, als klar war, dass mit dem Krieg irgendwie nicht so richtig gut aussieht. Ne? Ja, jetzt kommen wir doch mal zu der Frage, wo wir den denn zukünftig mal hinstellen sollen. Wir nehmen eure Vorschläge entgegen. Ja. Denkt dran, 3,25 Meter hoch. Ich würde mal sagen, sehr schwer. Keine Ahnung wie viel, aber sehr schwer. Sollte nicht gerade auf einer Styroporplatte stehen. Ja, auch nicht im Kinderjacht. Auch nicht im Kinderjacht. Ist auch nicht so richtig schön. Ne? Also ich schlage vor, wir stellen den Kameraden in den Jürzenich. Ja, da war er ja auch. Genau. Ne? Positiv, Also, ne? also ist ja Habt ihr andere gerade. Ideen noch? Ja, ich habe keine andere. Ich finde den Gürzenich ist wunderbar. Da kann ich mich nur anschließen. das ist Also falls ihr andere Ideen habt, gebt das durch. Wir sprechen mit dem Stadtmuseum und schlagen das alles ganz konsequent vor. Ja, zumal man hätte dann auch noch eine zusätzliche touristische Attraktivität. Ne? Also die Figur macht ja was her mit 3,25 Meter. Also die ist ungefähr halb so groß wie der Uli. Also ich denke schon, da würde der ein oder andere Tourist oder Stadtführer natürlich auch da mal vorbeilaufen. In dem Zusammenhang bleibt jetzt noch eine allerletzte Frage. Oha, da ist die allerletzte Frage. Ich habe keine, ich höre. Also eigentlich, wo sieht man den Kölsche Bur denn Hück noch? Also außer im Archiv vom Stadtmuseum. Wo kann man den wirklich sehen? Wo kann man Oh Gott, die beiden gucken mich gerade mit großen Augen an. Ich löse es mal auf. Ja. Also im Fastelovend siehst du ihn. Ja, ne? Gut, das zählt jetzt nicht. Ja, okay. Dann auf der Eilstein-Torburg ist er abgebildet. Ja. Mitten drauf. Also da müsst ihr mal hingehen. Stadteinwärts gelegene Seite von der Eilstein-Torburg. Und im Rathaus. Da ist er nämlich auch drin, der Kölsche Bur. Kann man auch relativ einfach besichtigen. Also wenn man da reingeht, dann seht ihr den Kölsche Bur. Er ist also nicht fort, nur der 3,25 Meter hohe Kamerad, der schläft im Archiv. In diesem Sinne würde ich sagen, Herr Burmeister, schauen Sie sich mal Ihr Rathaus an. Da liegt das Geld quasi auf der Straße. Und nimm unsere Vorschläge an. Wir bedanken uns bei euch, wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Sommer oder Restsommer und sagen Tschüss und bis demnächst und bleibt ordentlich. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.